Hallo zusammen! Hallo miteinander! Ja, wir sind zurück in der Schweiz. Das letzte Mal haben wir euch ja erzählt, dass wir euch den Weg durch Deutschland erspart haben. Und was soll ich sagen? Wir sind ab die Hause angekommen. Ja, nein, vor allem es ist gut, haben wir euch das erspart, weil wir sind mehr wie einmal im Stau gestanden und länger wie 3 Stunden. Haben wir nicht, das muss man nicht sehen. Ja. Auf jeden Fall haben wir natürlich jetzt noch euch unser offizielles, wie sagt man das immer, Fakten, Kosten und Tipps-Video oder so machen. Aber vorher müssen wir uns noch ganz herzlich bei euch allen bedanken, weil wir haben 1000 Abonnenten geschafft. Das freut uns natürlich mega. Ist länger gegangen als erwartet, aber wir haben es jetzt auch geschafft und wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten natürlich. Ja, alle, die neu frisch dabei sind, hallo zusammen und Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei uns, genau. Ab und zu müssen wir wahrscheinlich ein bisschen spicken, weil es sind relativ viele kleine Sachen, die wir hier machen wollen. Vielleicht fangen wir mal an mit den Fakten von unserer Reise. Genau, wie lange hat es gedauert, wie lange sind wir unterwegs gewesen und so weiter und so fort. Gut. Ja, willst du erzählen? Jawohl. Also, wir sind gefahren 8900 Kilometer von Tür zu Tür. Da hat Sven noch eine Google Maps Karte gemacht, wo er auch die ganze Route anschauen konnte, mit verschiedenen GPS-Punkten, wo wir waren, was wir noch anschauen können und ausbaufähig natürlich noch und nöcher. Einfach vor allem ist drauf, was wir gemacht haben, plus noch was wir wollen machen. Es ist unsere Reiseroute ist drauf und auch die Punkte, die wir gemacht haben und die Punkte, die wir noch interessant gefunden hätten, aber zum Teil nicht gemacht haben oder nicht haben wollen machen oder nicht haben können machen. Auf jeden Fall, all die Punkte findet ihr bei uns auf der Webseite zum Download. Das ganze Paket, Link ist in der Infobox noch. Und gefahren sind wir 138 Stunden. Also 138 Stunden sind wir effektiv gefahren mit dem Auto. Genau. Und der durchschnittliche Verbrauch von unserem Wohnmobil hatte 9,8 Liter. Genau. Da sind wir schon ein bisschen stolz, gell? Ja, wir sind sparsam umeinander gefahren. Und verfahren haben wir insgesamt 912 Liter Diesel in 19 Tankstops. Also angefüllt hat es sich wie man tankt jeden Tag, aber schlussendlich sind es dann eigentlich gar nicht so viel gewesen. Gut, man muss auch dazu sagen, wir haben teilweise auch aufgetankt, wenn wir noch einen halben Tank hatten, einfach weil wir gefunden haben, das ist jetzt noch günstig, weil es ist ja alles relativ teuer, die Dieselkosten. Und ja. Darum haben wir einfach einmal auch getankt, wenn es halt nur ein bisschen Most gegeben hat. Genau, also einen halben Tank aufgefüllt oder so. Im Übrigen haben wir wegen der Dieselpreise, wir haben von 2,20 Franken bis 2,81 Franken alles gezahlt. Also je nachdem, wo das man ist. Ja, das sehen wir dann, wenn wir zu den Kosten kommen, das war ein relativ grosser Kostenfaktor. Also es lohnt sich immer ein bisschen die Augen offen zu haben und die Tankstellen zu vergleichen. Das hat sich wirklich bewährt. Ja. Des Weiteren haben wir über die ganze Reise eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 64 km/h gehabt. Ja. Ist nicht ganz schnell, aber... Ja, das ist jetzt auch nicht langsam, also ja, ist okay. Willst du die Übernachtungen noch machen? Genau, Übernachtungen haben wir insgesamt 41 im Wohnmobil und 42 Tage sind wir unterwegs gewesen. Ja, freigestanden davon sind wir 29 Mal. Und 9 Mal auf einem Stellplatz haben wir übernachtet. Und die restlichen Nächte haben wir auf dem Campingplatz gemacht. Und zwar waren wir auf 2 verschiedenen Campingplätzen und haben 3 Nächte insgesamt gemacht. Also auf dem einen haben wir 2 Nächte gematen, das war auf den Lofoten und eine in Finnland, im Sodenkyle, wo wir gewaschen haben. Das war eine. Dort hat es nämlich den ganzen Tag geregnet. Genau. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich schon zu den Kosten. Also wie schon gesagt, der Dieselpreis hat natürlich unser Budget ein bisschen gegen oben erweitert, sagen wir es mal so. Haben wir ein Budget gehabt?
Ja, also ich habe nicht gedacht, dass ich so viel für Diesel ausgebe, aber egal. Ja, Es ist so, wie es ist. Genau. Wir haben insgesamt 2163 Franken für Diesel ausgegeben. Das klingt schon brutal. Das ist mega. Ja. Ja, Campingplatz haben wir 119 gezahlt. Wenn ich jetzt so überlege, 3 Nächte vom Camping, 2 verschiedene, 119, ja. Ja. Und Stellplatz haben wir 121 Franken gehabt, das ist eigentlich auch nicht so viel. Und wir sind halt wirklich viel freigestanden. Mhm. Und für Transportwesen haben wir aufgeschrieben, also da sind Strassen, Fähren, Brücken, alles Mögliche drin, haben wir 972 Franken gezahlt. Das ist auch recht ein grosser Posten, den man auch nicht minimieren kann, sonst hätte man fahren. Ja, also da kommen wir dann mit den Tipps noch mal drauf zurück, weil wir haben eigentlich schon minimiert, sonst wäre es wahrscheinlich noch viel teurer geworden. Genau. Dann haben wir für Lebensmittel 562 Franken gezahlt und für Restaurantbesuch und so weiter, auswärts Glasse essen, Kaffee trinken. Glasse essen, 330 Franken. Wo sind dann all die Glasse geblieben? Die sind alle weg. Genau, das gibt also Gesamtkosten für 2 Personen von 6'342 Franken, die wir ausgegeben haben. Also pro Person 3'171 Franken für 42 Tage unterwegs sein, inklusive alles. Also es war eigentlich nicht so teuer gewesen. Ja, man muss auch sagen, wir sind ja in der Ferien. Wir haben jetzt nicht gross geschaut, auch wenn wir jetzt uns etwas kaufen wollten, ein Souvenir oder eine Jacke oder was auch immer. Genau. Haben wir uns gesagt, wir sind ja jetzt nicht gerade wieder am Nordkap oder nicht gerade wieder so weit oben in Dänemark, in Norwegen. Haben wir gefunden, ja, wir haben für das angespart und darum haben wir da nicht gross geschaut. Wir haben einfach, wenn wir das Gefühl haben, das wollen wir, haben wir uns das gekauft. So sind wir. Genau. Ja. Und Souvenirs haben wir natürlich auch mitgebracht. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu den Tipps. Und zwar Tipp Nummer 1, wo man sich zutun sollte, unserer Meinung nach. Ja, man kann einfach auch noch ein bisschen Geld sparen. Das ist ein Probis oder es gibt auch noch ein Autopass. Autopass, genau. Es gibt verschiedene Anbieter. Das ist so ein Transponder, den man bekommt. Da tut man sich zuerst registrieren online. Und nachher werden die ganzen Strassen, zum Teil auch Brücken, direkt darüber abgerechnet. Und das hat den Vorteil, dass wenn man sich vorgängig schon registriert, bezahlt man auch wirklich die Umweltabgabe für die Strasse, die man wirklich muss, also nicht mehr. Grundsätzlich muss man das nicht haben. Man kann durch ganz Norwegen durchfahren, ohne das zu haben. Aber dann zahlt man automatisch immer den höchsten Tarif. Unter Umständen kann das sogar sein, dass je nach Wohnmobil, dass man dann zum Lastwagentarif abgerechnet wird und das ist dann doch sehr viel teurer. Und so kann man eigentlich jeden Abend oder alle 48 Stunden später kommt man eigentlich die Abrechnung über, kann auch im App gerade nachschauen, was hat jetzt das gekostet. Uns haben zum Beispiel jetzt als Beispiel die Strasse in und um Bergen herum, das hat innen und raus ungefähr, ich glaube, 15 Franken gemacht. So, um den Daumen herum. Ohne das wäre es einfach teurer gewesen. Was man aber auch noch dazu muss sagen, wenn man sich registriert, man muss einfach genug früh. Also ich glaube, die Vorlaufzeit ist etwa ein Monat. Also ja, wenn ihr jetzt in 2 Wochen in die Ferien geht, dann ist es wahrscheinlich eher zu spät. Aber wenn ihr euch vorher vorbereitet, dann schaut euch das doch mal an. Es gibt auch ganz viele verschiedene Internetseiten, wo man sich da durchlesen kann und schlau machen kann. Und der Aufwand, der lohnt sich also wirklich. Also. Und was man dort dazu nachher buchen, also man registriert sich dort mit dem Gerät und dann kann man noch sogenannte Rabattverträge machen. Und da lohnt sich vor allem der Ferienakkord. Das ist für Inlandfähren. Das funktioniert dann eigentlich ähnlich. Man muss sich auch dort registrieren, tut dann seinen Account bei Ferienakkord verknüpfen mit dem Gerät, in unserem Fall jetzt Probis, und muss dann aber dort vorauszahlen. Das heisst, dort tut man, es sind 3100 dänische Kronen, das sind ungefähr 300 Franken. Ungefähr, ja. Muss man vorauszahlen. Und dann wird es von dort abgebucht. Und das ist dann auch so, nach 24 Stunden kommt man ein E-Mail über und weiss dann, was die Fähre gekostet hat.
Und da kann man also bis zu 50% von den Kosten von einer Fährfahrt sparen, was sich jetzt bei uns extrem gelohnt hat. Ja, welche Fähre war das? Ich glaube, die eine grosse Fähre, wo wir über 3 Stunden drauf waren, hat unter dem Strich, glaube ich, unter 40 Franken gekostet. Genau. Also, wenn ich das vergleiche bei uns in der Schweiz mit ÖV fahren, ist das ja brutal billig. Also, Ja. Also wir haben von der Lofoten zurück auf Bödö haben wir 37 Franken gezahlt jetzt mit dem Rabatt. Genau. Und sonst wäre es mindestens doppelt so teuer gewesen, was natürlich auch immer noch günstig ist für 3,5 Stunden Fähre fahren, aber trotzdem, das läppert sich dann schon, weil man ist etwa mal auf einer Fähre unterwegs. Genau, auch wenn sie nur 15, 20 Minuten geht. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Genau. Also wer diese Reise möchte auch nachreisen und es aber schnell erledigen. Wir sind ja jetzt 6 Wochen unterwegs gewesen. Wir finden beide, man kann es theoretisch auch in 2 bis 3 Wochen machen, aber das ist einfach ein mega Stress. Also dann bist du wirklich nur am Fahren. Aber es ist machbar. Auf jeden Fall, wenn wir es ein bisschen unter Zeitdruck machen, dann also einfach Nordkap als Ziel haben, nicht unbedingt jetzt Norwegen anschauen, dann auf jeden Fall die Route über Schweden fahren, weil Schweden kommt man viel, viel schneller vorwärts als Norwegen. Ja, Norwegen ist auch von der Höchstgeschwindigkeit ist das sehr begrenzt. Das ist, glaube ich, nur 80 oder 90 Stundenkilometer, was man Maximum fahren darf. Und da kann man sich selber überlegen, ja, weil es sind ja dann in der Regel nicht einfach gerade Strecken, wie es in Schweden ist, sondern man fährt dann immer wieder um einen Fjord herum oder sonst irgendwo auf und ab. Was wir ja auch wirklich nicht so auf dem Schirm hatten, dass Norwegen so extrem hügelig ist. Also haben wir wirklich nicht gedacht, dass das so auf und ab geht. Und das braucht natürlich auch Zeit, oder? Genau. Darum ist auch unser Durchschnittskilometer, Stunde, wie sagt man? Stundenkilometer Durchschnitt ist relativ klein. Genau, 64. Das ist sicher auch wegen dem, weil teilweise kannst du einfach nur mit 30 oder so fahren. Ja. Aber alles gut. Einfach, das muss man halt bedenken. Genau. Und was wir auch noch würden als Tipp mit auf den Weg geben, ist, wir sind ja jetzt extra durch Schweden und Finnland drauf. Wir sind nicht in Schweden-Inneren, also nicht im Landesinneren gefahren, sondern der Küsten an, was wirklich sehr, sehr schön ist. Und allein die Küstenregion dort Richtung Haparanda rauf, ich meine, dort könntest du allein 2 Wochen machen, nur der Küstenbereich, das ist so schön. Ja. Ist die richtige Entscheidung gewesen, um so raufzufahren und das Nordkap und nicht schon durch Norwegen drauf. Das könnte man ja auch, man könnte es ja auch umgekehrt machen. Aber wir finden, es war die richtige Entscheidung gewesen, weil so wird die Reise immer schöner. Ich habe das Gefühl, wenn man schon durch Norwegen durchgeht, A, hat man viel länger und B, man ist dann, glaube ich, schon so gesättigt von Norwegen, weil es schon so schön ist, dann ist nachher ein Nordkap vielleicht gar nicht mehr so ein spezieller Ort. Das ist jetzt nicht für das Nordkap abwerten, aber ich glaube einfach, du bist dann schon so voll mit Eindrücken, das kannst du gar nicht mehr richtig aufnehmen. Von der Natur her, es ist halt einfach, das Nordkap ist ja recht kahl eigentlich und von der Natur her ist das natürlich Norwegen gigantisch und dann ist das so wieder wie so ein Abfall. Es ist zwar das Nordkap, ist alles super, ist auch mega gewesen, aber jetzt auch vom Grün, von der Natur, ja, und nachher auch, wenn du dann zurückfährst durch Finnland ab oder so, ja, also ich habe es so wirklich perfekt gefunden. Du kennst es ja nicht anders. Ja, aber ich glaube auch andersrum hätte es mir nicht so gut gefallen. Vielleicht machen wir es mal. Ja, vielleicht machen wir es mal andersrum. Auf jeden Fall, also für uns ist eins auf jeden Fall klar, wir waren nicht das letzte Mal am Nordkap gewesen, wir werden das nochmal irgendwann machen. Und Norwegen sowieso auch. Also wenn wir nicht so viel Zeit haben, vielleicht nur 2 Wochen, dann würden wir vielleicht einfach sagen, wir machen nur Südnorwegen. Dort haben wir jetzt auch ganz viel quasi im Vorbeifahren angeschaut, oder? Nicht wirklich etwas gesehen. Und wenn wir mehr Zeit haben, respektive wenn wir das nochmal machen würden, dann würden wir wahrscheinlich wieder durch Schweden drauf, dass man einfach relativ schnell für sich kommt. Norwegen machen, also Nordkap machen und dann nach Lofoten und nachher aber gerade wieder über auf Schweden und dann so wieder ab. Ja, ist einfach schneller. Genau. Gut. Ja, warte mal, da hast du noch etwas. Nein. Genau, wegen der Colorline.
Wir sind ja ja, genau. Fähre von Dänemark, nein, von Norwegen auf Dänemark sind wir einfach auf Kristiansand gefahren, ohne Voranmeldung, ohne gar nichts. Und ich glaube, wir haben wirklich auch ein bisschen Glück gehabt, dass wir da gerade einen Platz bekommen haben. Weil wir haben dann von anderen andere Sachen gehört, aber das ist jetzt nicht das Thema. Und dort hat es sich aber mit dem Probis und mit der Ferienkarte hat sich's nicht gerechnet. Also das haben sie wie nicht gekannt. Richtig. Also dort haben wir den Vollbetrag gezahlt. Dort haben wir den Vollbetrag gezahlt und das ist dann von 3'654 NOK, also rund 365 Franken haben wir dort gezahlt. Aber wie gesagt, wir sind unangekündigt gekommen und lustigerweise, ich habe nachher geschaut, wenn ich online gebucht hätte ich sogar den teuren Preis gezahlt. Also online gerade an diesem Tag oder so? Genau. Wenn man es natürlich vorausbucht, wenn man die Reise so plant, dass man weiss, man ist am Datum X dort, man will dann überfahren, geht es wahrscheinlich auch günstiger. Wenn man es vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr vorausbucht, das wissen wir nicht. Aber da wir halt eher spontan unterwegs sind und halt einfach spontan unterwegs sein. Ja, haben wir es jetzt so können machen und wir finden, das ist okay so. Also total. Wir sind froh, haben wir einen Platz bekommen. Ja, hat tiptop funktioniert. Super war es, ja. Ja, damit... Was hast du schon alles? Ja, das ist schon alles. Schon fertig? Ist unser Faktencheck ist durch. Wir hoffen, auch das Video hat euch etwas gebracht und hilft euch beim Entscheiden, ob ihr die Reise machen wollt, wenn ihr die Reise machen wollt, wie ihr die Reise machen wollt. Also wir können es nur empfehlen. Ihr müsst ja nicht die gleiche Reise machen, natürlich, überhaupt nicht. Aber einfach das Land können wir wirklich von Herzen empfehlen. Also ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, die meisten Leute, die in Norwegen waren, die werden wieder auf Norwegen gehen. Da bin ich überzeugt. Ja. Und ja, es gibt sicher auch Leute, die sagen, ja, ist jetzt nicht so meins, aber ich glaube, der grösste Teil denkt nicht so. Ja, das glaube ich auch. Könnt uns ja mal unten reinschreiben, was eure Meinung ist. Oh ja, genau. Ob ihr das auch so seht oder von eurem Bekanntenkreis kennt, wäre noch spannend. Ja. Also ich tippe, 90–95% sagen, gehen wieder und sind sicher nicht einmal nur in Norwegen gewesen. Ja, und noch schnell noch ein Mini-Tipp noch am Schluss. Wettertechnisch nehmt einfach alles mit, was ihr habt. Ja. Kurze Hosen, lange Hosen, Regenzeug, dicke Winterjacke, Händchen, Kappe. Es wird alles haben und relativ unter Umständen auch schnell wechseln. Nehmt alles mit. Ja, das können wir auch mitgeben. Wir haben alles gebraucht. Von Sonnencreme bis Kappen und Händchen. Alles. Genau. Ja. Ja, gut. Wir sind wieder im Alltag angekommen, wie Sven schon gesagt hat. Und geht für uns weiter. Und wenn es wirklich wieder weitergeht mit dem Sali, mit unserem Wohnmobil, wissen wir jetzt gerade auch noch nicht. Wird wahrscheinlich Herbst Wir haben Ferien noch im Herbst, aber was dann dort alles ist, eben wie gesagt, wir sind spontan, wir treffen einmal kurzfristig Entscheidungen treffen und darum, wenn ihr wissen, wie es bei uns weitergeht, dann müsst ihr halt die Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren. Ja. Dann verpasst ihr das Video nicht. Und sonst, bleibt uns nichts anderes mehr zu sagen, als Tschüss miteinander, geniesst noch den Sommer, die heissen Tage. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst. Svefa on Tour. Tschüss zusammen.